Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now. Christi, mit dem Video möchte ich einen anderen Weg gehen. Ich möchte dir sagen, wenn du Hardrock oder Heavy Metal interessiert bist, welche 3 Alben 2021 noch erscheinen werden, jene ich im Blick habe. Umfangreiche Infos und Links zu allen Bands und Labels zugehörig sind in der Infobeschreibung oder in der Videobeschreibung verlinkt. Ich komme jetzt mal zum dritten Platz dieser 3 Alben. Und zwar Archspires 4. Studioplatte Bleed the Future wird am 29. Oktober veröffentlicht und die kanadische Progressive Technical Death Metal Band aus Vancouver hat mit der ersten Single-Auskopplung Golden Mouth of Ruin die Richtung eigentlich schon vorgegeben. Die ersten 3 Studioalben waren nicht unbedingt schlecht. Ich bin eigentlich nur aufmerksam auf diese Band geworden, weil mir ein guter Freund aus Erfurt, ich bedanke mich dafür sehr herzlich, mal den Namen des Schlagzeugers Spencer Purett in die Kommentare geschrieben hat. Man darf gespannt sein, was diese Jungs auf die Platte zaubern oder gezaubert haben. Ich bin richtig neugierig drauf. Platz 2 dieser Liste, auch eine Band aus Kanada, Spiritbox. Sind ja erst 2017 gegründet worden und ich bin aber erst mit Holy Roll auf diese Band aufmerksam worden. Vorher hat es auch schon einige Nummern gegeben, Rules of Nine, Dimara Effect etc. etc. Das war eine kleine EP, glaube ich. Und jetzt im letzten Jahr haben sie ja als Video rausgebracht. Blessed Be, Constant, Secret Garden, Circle With Me und Hurt You, glaube ich. Das war jetzt die letzte Single-Auskopplung aus dem Album. Jenes mit dem Namen Eternal Blue soll Ende September erscheinen, Ende September 2021. Und man darf gespannt sein, wie sich die restlichen Stücke dieses Albums anhören. Ich glaube 14 oder 15 Stücke sind es. Man wird es sehen. So, und somit sind wir nun bei Platz 1 angelangt. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das erste Mal hörte ich von diesem Menschen hinter den Projekten, er hat mehrere, beim Best of 2016 oder 2017 am Ende. Ich suche das Stück raus, das Video, und dann verlinke es euch in der Videobeschreibung. Und zwar hat der dunkle Parabelritter einmal ein Album auf Platz 1 für sich selber gewählt, und zwar das Album Unity von Skyforest. Und so begann es eigentlich für mich, dass ich mich angefangen habe, mit dieser Musik eines Bogdan Makarov aus Russland zu beschäftigen. Angefangen hat er mit Anarchoth, dann ist gekommen Skyforest, Hickey, A Light in the Dark, Delise und Blurry Lights. Vor kurzem ploppte auf seinem YouTube-Kanal ein Projekt auf, das mir völlig unbekannt war von ihm, Abstract Void, und die Nummer Forward to the Past.
Eine Mischung aus atmosphärischem Black Metal, Black Gaze, in diesem Sinne Showgaze, ein bisschen Abweichung wahrscheinlich, keine Ahnung, kenne ich mich nicht so aus mit der Richtung, und Synthwave. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Die Sounds, wie soll ich das erklären? Es hat Ecken und Kanten und es sind die unterschiedlichen Stile im Zusammenschnitt sind so einfach geil zum Hören. Ende September erscheint das mittlerweile dritte Album unter dem Namen von Abstract Void mit dem Namen Wishdream unter Flowing Downward. Das ist ein Publisher, Label, keine Ahnung. Findest du auf Bandcamp, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich weiß, das dauert jetzt schon wieder ein bisschen länger als hin und her. Das Wichtigste wird mir gesagt. Wenn ich es finde, man weiß über den Menschen Bogdan Makarov sehr wenig. In der Videobeschreibung ist auch ein Interview verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Da kannst du dir ein bisschen was durchlesen, wo sie ihn zur letzten Skyforest Platte A New Dawn befragt haben. Da wirst du ein bisschen was hinter den Menschen erfahren und hinter der Musik. Ich habe im Hintergrund eine Platte, wenn ich keine YouTube-mäßigen Probleme mit Urheberrecht bekomme, hast du im Hintergrund auch jetzt die ganze Zeit immer wieder Skyforest Nummern laufen oder A Light in the Dark, je nachdem wie lustig bin. So, jetzt hast du mir meine 3 Alben, ist alles in der Videobeschreibung verlinkt und ich hoffe, du hast jetzt mal ein bisschen was anderes kennengelernt oder ja, was anderes gesehen, weiß nicht, keine Ahnung. Ich für meinen Teil habe riesigen Spaß gehabt, das Video zu schneiden, beziehungsweise an dem Video zu arbeiten. Ich habe mir zwar ein Skript geschrieben, aber im Endeffekt habe ich mir dann wieder die Sätze so zusammengeschustert im Hirn, wie ich es halt gerade braucht habe. Und jetzt im Hintergrund oder am Ende hörst du von Abstract Void die Nummer Forward to the Past. Ich wünsche dir viel Spaß damit und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Egal wo es für uns ist. Baba dabei.